Guten Morgen, hier ist Hanna von Hannas Idee. Also, wie ihr seht, ich bin hier in Gampelen in den Ferien und habe gedacht, ich tue euch mal ein bisschen mitnehmen in meine Ferien. Ja, dann hat es noch Sachen, die ich neu gemacht habe, solche, die schon ein bisschen länger bei mir sind. Und dann habe ich noch eine Buchvorstellung, die ich gerne euch zeigen möchte. Ja, jetzt, das ist der 20. Podcast, glaube ich. Schreibe es schon unten dran, wie immer, ich mit euch mache und wo ihr mich begleitet. Und ich möchte mich ganz herzlich mal bedanken, dass ihr mich so zahlreich begleitet, weil das ist nicht selbstverständlich und ja, ich habe halt Freude daran, euch das mitzuteilen. Ich weiß gar nicht, ich habe hier hinten, also hier, das hier, ein Bild. Das schaue ich jeden Morgen an. Und als ich das erste Mal hier angekommen bin, habe ich gerade gesehen, was es ist. Jetzt nimmt es mich Wunder, ob ihr das auch seht. Es ist überhaupt lustig, man sieht es immer. Und jeder, der hier kommt, den frage ich dann auch, ob er es sieht. Weil ich finde das der Hammer. Hinten dran ist der See. Also es ist gerade der Anfangssee von Neuenburg, also vom Neuenburger See. Und man kann hier drin baden, es ist schön warm. Es ist einfach herrlich. Es ist ruhig, jetzt sowieso, wo die Hauptsaison vorbei ist es sehr ruhig. Was ja auch schön ist. Und ja, und darum bin ich hier. Weil ich finde es cool. Man kann den Vögeln zuschauen. Es hat ganz verschiedene Vögel. Es hat Frischreiher, es hat Schwäne, Enteli. Dann habe ich schon einen Eisvogel gesehen. Ganz viele Fischchen, kleine. Und dort dazwischen sieht man die Nacht jetzt die Wildsäue hin und her wechseln. Das ist auch noch spannend, wenn sie so übers Wasser laufen. Allerdings ist das Wasser hier nicht tief. Also es ist höchstens knietief. Und vielleicht einmal ein bisschen mehr, aber mehr ist es nicht. Und das ist einfach so lustig, wenn sie so übers Wasser... Also es sieht dann so aus, wie sie übers Wasser würden laufen. Ja, das ist hier so. Der Zeltplatz, den gibt es nicht mehr so lang. Also wir hoffen alle, dass es noch lange diesen Zeltplatz gibt. Sie sind am Streiten und ich finde es einfach, es wäre toll, wenn er dürfte bleiben. Ja, dazu möchte ich eigentlich gar nicht mehr sagen, weil ja, ich glaube, es nützt gar nichts, da bin ich an der falschen Adresse. Und ja, also, mit was wollen wir denn anfangen? Also, es ist ja so, mit meinen Fröschli. Ich habe euch im letzten Podcast erzählt, dass ich einen Frosch gesehen habe in den Weiten der Google und sonstigen Welt. Und der hat mir so gefallen. Und jetzt gibt es aber die Beschreibung, die gibt es nur auf Englisch. Also ich habe sie nur auf Englisch gefunden. Ich kann nicht Englisch. Und dann habe ich so gefunden, ja, also das kannst du selber. Also du hast schon so viele so Sachen gemacht. Dazu ist einfach auch die Geschichte, dass als ich geheiratet habe, also jetzt bin ich ja nicht mehr geheiratet, aber selber, ja, das ist schon 35 Jahre her, habe ich als Tischdekoration Waggis gemacht. Ich blende euch ein Bild ein, dann, weil den habe ich jetzt nicht mitgenommen. Also ich habe noch einen anderen, aber so etwas Ähnliches, dass ihr wisst, was ein Waggis ist. Ein Waggis ist eine Fasnachtsfigur und das sind eigentlich die Elsässer. In der Schweiz hat man denen früher Waggis gesagt. Die haben so ein komisches Deutsch und überhaupt und sowieso. Und
die Wackis, die haben alle so eine riesen Nase. Riesen Nase und ganz viel Haar. Also, und ich habe auf die Hochzeit, weil ich Fasnächtlerin bin, habe ich eine alte Tante, das ist auch eine Figur aus der Fasnacht, und eine Wackis gemacht. Und dann ganz kleine aus Fimo, so kleine Wackisli. Die kennt man jetzt, dazumal hat man die noch nicht kennt. Und das habe ich also als Dekoration genommen, als Hochzeitsdekoration. Und ja, der denkt, ja, also du hast ja das schon gemacht, also es wird nicht viel anders sein, der Schnauz ist ein bisschen anders. Punkt. Und schlussendlich ist das einfach ein umgekehrter Socken beim Wackis. Und nein, ich denke, ja gut, ich mache mir so einen. Mhm. Also, das wäre ja der. Also, das ist mein Frosch. Und er hat Rötchen drin, dass man die Arme und die Beine so bewegen kann, wie man will. Und er ist ganz glücklich bei mir. Und die Äugli, also da habe ich lange studiert, hier, die Äugli, habe ich wirklich lange studiert, was ich mit denen machen soll, wie ich die machen muss. Und schlussendlich habe ich die einfach gehöckelt und nachher habe ich sie draufgenäht. Genau, jetzt ist das losgegangen. Wie heisst denn der jetzt? Also ich kann mir ja schlecht Frosch sagen. Und den Herr Gümperli habe ich ja schon. Den kennt ihr ja auch, den Herr Gümperli. Das ist der Herr Gümperli. Der ist ja bei mir immer mit dabei auf Reisen. Der passt auf mich auf, der schwätzt mit mir, der schimpft auch ab und zu mal. Das ist der Herr Gümperli. Zum Gümperli von meinem Auto. Gut. Dann habe ich gedacht, na ja, ich sage dem, das ist der Herr Hüpfer. Und er hat hure Freude daran. Also, und jetzt eben der Hüpfer. Dann hat er vermotzen, weil die im Google-Universum, die haben alle Kleidchen an. Dann hat er gesagt, ich habe kalt, ich möchte Hösli. Gut, das habe ich dann gemacht. Schaut mal an. Er hat Latzhösli. Ist das nicht süß? Er hat wirklich Latzhösli an. Also die sind ja oft ein bisschen grösser gestrickt. Und dann, ich meine, ich habe sie hier noch umgeliert. Also ich kann sie hier noch weiter runter machen. Also umgeliert heisst umgelitzt. Wer nicht weiss, was das ist. Also jetzt ist der Herr Hüpfer, meinte mir, wir könnten ja zufrieden sein. Ja, also der Herr Gümperli hat den Herr Hüpfer ja grossartig aufgenommen. Und in diesem Kreis ist ja noch der Gustl. Das ist ja der kennt ihr ja auch. Das ist der Gustl. Und der hat ihn auch mit offenen Armen empfangen. Aber was soll ich sagen? Jetzt sagt der Hüpfer, ich will einen Kollegen. Ich bin so allein. Und so. Ja, und da ich ja nicht gerne Streit habe und nicht gerne so ein Gemöge die ganze Zeit, wenn ich am Autofahren bin, habe ich gefunden, okay, gut, ich mache mir einen Kollegen. Jetzt ist das eben der. Der, den ich schon gezeigt habe, weil ich nicht die Hose noch mal abziehen. Das ist sein Kollege. Sie haben sich gerade wunderbar gefunden. Also sie sind gerade so aufeinander aufgekommen und haben sich ja so und oh, bist du toll und so weiter. Aber jetzt habe ich das Problem von dem. Wie soll ich jetzt dem sagen? Also mehr wie hüpfen, gümpeln können sie ja nicht. Und der Herr Quaki ist auch ein bisschen blöd. Oder Herr Quack oder Quack.
oder Quaki? Ich weiss es nicht. Also ich bin auf der Namenssuche. Aber das ist ja nicht genug. Jetzt hat er gesehen natürlich, dass der Herr Hüpferhösli hat. Und jetzt ist es erst losgegangen. Hey. Der Herr Hüpfer hat angefangen zu brüllen, ich will auch Kleider, es wird schliesslich Winter. Dann ist der Herr Gümperli gekommen und hat gesagt, also ein Jäckli wäre ja auch nicht schlecht, weil ich sitze ja die ganze Zeit im Auto und ich habe auch kalt. Und der Gustel, der Kleinste, hat mit eingeschlummen. Nur der Gustel, der ist ja schon farbig und der hat ja schon etwas an, eigentlich. Aber die anderen zwei haben noch nichts. So, das war die Geschichte von meinen Fröschli. Von meinen Wegbegleitern. Ja, also wir werden sehen, was sie dann haben. Also ich habe noch nichts angeschlagen, weil eigentlich weiss ich gar nicht, was ich dem stricken soll und welche Farbe das gerne hat, weil das sagt er ja dann nicht. Also der Herr Hüpfer hat wenigstens gesagt, er will so ein bisschen violettblau, aber der sagt gar nichts, der ist im Moment hässig, beleidigt. Jawohl. Und der Gümperli, der ist halt immer ein bisschen so auf Frieden bedarft. Also der nimmt, glaube ich, was er will. Aber das weiss ich jetzt auch noch nicht, was er stricken soll. Also irgendwie, wir sehen es dann. Am Schluss haben alle ein Kleidchen wahrscheinlich. Und ich wollte euch noch gerade sagen, so kitschig bin ich noch nie in meinem ganzen Leben gewesen. Also, noch nie. Aber ja, noch. Man lernt Neues dazu. Ja, so, und dann, also heute gehe ich sicher noch baden. Das Wasser ist zwar nicht mehr so warm und weil es geregnet hat, ist es so ein bisschen aufgesandet. Das heisst, man sinkt mit den Füßen ein bisschen, was am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist. Aber es ist so herrlich. Einfach baden, Zählerlampen und das ist total cool. Ja, jetzt wollen wir weitergehen. Was ich noch zeigen will, wo mache ich jetzt weiter? Ich könnte euch zur Abwechslung könnte ich euch zeigen, also ich habe mein Buchzeichen. Mein Buchzeichen ist um ein neues Buch herum. Und es ist schon wieder drauf. Weil es ist so, bei der Susanne Sommer muss ich noch warten auf den letzten Teil. Der ist noch nicht da. Und dann habe ich ein neues gefunden, was auch so eine Serie ist. Das ist, sind 6 Bücher, also Büchli. Und es ist von der Manuela Inusa. Und es ist auch so eine schöne Einband. Oder? So. Und von denen gibt es 6 Stück. Und der erste Teil ist der kleine Teeladen zum Glück. Und es handelt sich um eine Besitzerin, also ums Besitzerin, also der Poir. Die 6 Bände, das sind 6 Läden und das sind 6 Frauen. Also jetzt, weiss ich nicht, kehrt gerade ein Flug über uns. Und der erste ist eben, das ist der Teeladen und es geht um die 6 Frauen. Und es ist die Valerie Lane. Das ist so eine Strasse, wo früher eine Frau drin war, wo alle aufgenommen hat, die Unterstützung gebraucht haben. Oder irgendwie, sie hat einfach ein sehr grosses Herz gehabt. Und die Frauen, die Läden haben, die machen eigentlich das genau. Und es wird einfach die Geschichte erzählt von jeder einzelnen Frau, aber es ist in der Mitte zusammen, sie treffen sich immer am Mittwoch zu oben zum Tratschen und Klatschen und sich gegenseitig unterstützen. Und dann kommen aber noch andere drin vor, die halt auch Unterstützung brauchen und so. Und es ist allerliebst geschrieben. Also, ich kann euch höchstens dort die Druckseite vorlesen. Die ist
Willkommen in der Valerie Lane, der romantischen Straße der Welt. Laurie ist glücklich als stolze Besitzerin eines kleinen Teeladens in der romantischen Valerie Lane in Oxford. Hat sie ihr Hobby zum Beruf gemacht. In Lauries Tea Corner verkauft sie köstliche Teesorten aus aller Welt. Dort duftet es herrlich und die Kunden fühlen sich wohl. Denn das gemütliche Lädchen strahlt genau dieselbe Harmonie und Wärme aus wie Laurie selbst. Nur das mit der Liebe wollte bisher noch nicht so richtig klappen, obwohl Laurie seit Monaten von Barry, ihrem attraktiven Teelieferanten, träumt. Das muss sich schleunigst ändern, finden Lauries beste Freundinnen und schmieden einen Plan. Also es ist noch herzig. Ich habe jetzt den zweiten Band schon einmal gekauft, weil ich bin ja in der Ferien und ich lese ziemlich viel. Der ist durch. Ja, der ist durch. Jetzt, ich weiss gar nicht, jetzt hat man es echt. So. Der zweite Teil ist der. Das ist die Chocolateria der Träume. Und das geht um Kaira. Ja. Es sind einfach 6 so Bücher. Ich weiss gar nicht, ob ich die Rückseite auch noch vorlesen, dann habt ihr so ein bisschen eingeblickt. Kaira liebt das, was sie tut, über alles. In ihrer kleinen Chocolateria in der Valerie Lane stellt sie Konfiserie in sorgfältiger Handarbeit her. Ihre selbstgemachten Pralinen, Kekse und schokolatierten Früchte sind bei Jung und Alt beliebt. Bei all den leckeren Sachen kann Kaira oft selbst nicht widerstehen. Aber was macht das schon? Sie steht zu ihrer Leidenschaft und zu ihrem Kurven. Doch ihr Freund Jordan, mit dem es ohnehin kriselt, sieht das leider etwas anders. Zum Glück stehen Kaira ihre Freundinnen immer zur Seite. Und dann gibt es noch diesen charmanten Kunden, der in letzter Zeit häufiger bei Kairas Chocolates einkauft. Also, wir dürfen gespannt sein. Ja, jetzt weiss ich gar nicht, jetzt habe ich vorhin gesehen bei den Büchern, ob ihr die Fröschli gesehen habt. Weil, ich glaube, es war ein bisschen dunkel gewesen. Also. Aber es ist ja so auch, ich weiss es so gar nicht. Also ich weiss nicht, heute ist Dienstag und ich glaube, sie haben Flugschule. Weil sonst war es jetzt die ganze Zeit ruhig gewesen, aber wenn ich am Filmen bin, dann muss man oben durchkurven und Lärm machen. Dabei ist doch schon bald 12 Uhr. Ich habe extra die ruhige Zeit genommen zum Aufnehmen. So. Item, es gehört halt dazu. Also gut, dann habe ich ja den Bulli angefangen. Und der ist jetzt so weit. Also unten ist er fertig. Habe ich auch wieder den Abschluss gemacht. Also so. Und hier habe ich einen Steigbügelabschluss gemacht. Also der röllelt sich so drum. Ich liebe das einfach, weil es noch ein bisschen Halt gibt, weil er ist ja gerade unten. Also ich habe ihn hier unten, also habe ihn gerade gemacht. Aber auch wieder mit diesen Zöpfchen. Jetzt ist das hier ein Hurenseich. Weil das kann ich gerade wieder aufmachen. Ich habe hier die Masche aufgenommen, aber es wird so lödelig. Also es hat Löcher drin gehabt und dann habe ich gefunden, okay, das ist es nicht. Dann habe ich den ganzen Ärmel nochmal aufgemacht und beim Ärmel bin ich natürlich jetzt nicht weit. Da bin ich erst gerade am Anfang. Oh, naja, runtergefallen. Da bin ich jetzt so weit. Und ich habe es anders gemacht. Ich habe es aufgehöckelt. Und habe mehr Maschen reingegeben, weil der Ärmel ist insgesamt auch ein
bisschen eng gewesen. Oh, jetzt wird sich alles gerade um das Ding lieren. So. Und dann habe ich es halt nochmal aufgemacht und innen sieht es dann halt so aus. Also es sieht eigentlich schön sauber aus, wenn es aufgehöckelt ist, oder? Aber sonst hat es Löcher gegeben und das sieht überhaupt nicht schön ausgesehen. Aber wie gesagt, das nächste Mal, wenn du mich seht, ist wahrscheinlich der Pulli fertig. Weil es ist jetzt einfach noch, es sind noch 2 Ärmel und 2 Fäden zum Vernähen oder 3. Und dann ist der fertig. Was ich euch auch noch wollte zeigen, eigentlich der Fortschritt von der Decke. Das muss ich aber daheim filmen, weil die ist zu gross zum Mitnehmen und darum ist sie daheim geblieben. Jawohl. Und frisch angestrickt habe ich nichts. Also ich habe ja die Fröschchen gemacht, oder? Und dann habe ich das nicht gemacht. Was ich jetzt als nächstes anfangen. Eine Kollegin hat mich gefragt nach Yogasocken und eben Susanne Sommer hat ja in ihrem Buch Yogasocken vorgestellt und ich möchte gerne so Yogasocken stricken für die Kollegin, weil die macht aktives Yoga, ich ja nicht. Ich stricke Yogasocken und das reicht, ich muss nicht Yoga machen. Aber sie macht sehr gerne Yoga und hat dann gesagt, oh weisst, du kannst doch Socken stricken und hey, wäre das nicht, weisst, irgendwie etwas? Und dann habe ich gesagt, ja, das sind Yogasocken. Das war noch lustig, ich habe das Buch gelesen und sie erzählt mir von Yogasocken, wo sie nicht weiss, dass es Yogasocken gibt. Und darum würde ich dann das als nächstes anschlagen noch. Und sicher noch ein Tuch zu diesem Pulli, weil ich habe noch einen Haufen von dieser Farbe. Und noch irgendein Tuch dazu oder ein Schal oder etwas. Ich weiss nicht, ob es ein Dreieckstuch gibt oder so ein Halbrundes. Das werde ich sicher mal anfangen. Übrigens, da hinten liegt mein anderer Pulli. Den habe ich heute Morgen gebraucht zum Anlegen, weil am Morgen ist es noch recht frisch. Ja, und das war es eigentlich gewesen, von hier. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich gehe jetzt baden und wir sehen uns daheim. Also dann bis gleich. Ja, jetzt bin ich schon bald am Baden gewesen. Das habe ich vergessen. Ich wollte euch fragen, also ich habe euch gesagt, was ist das da hinten, das da? Und ich habe gedacht, wir könnten davon einen Wettbewerb machen. Und ich weiss noch nicht, was ich zur Verfügung stelle. Vielleicht so eine Maschenmarkierer, ein kleines. Das soll nichts Grosses werden, aber mir nimmt einfach Wunder, ob ihr das auch seht. Und ich tue dann aus allen, wo wir etwas geschrieben haben, mal rausschauen. Und 3 Maschenmarkierer würde ich euch spendieren. Als Gewinn. Also, und jetzt gehe ich ab ins Wasser. Also, in diesem Fall bis daheim. So, ich bin wieder da von der Ferien zurück. Also schon fast eine Woche, weil ich zwischendrin noch geschafft und ich wollte euch noch zeigen, wie weit mein Langzeitprojekt, also das geht immer über den Herbst, Winter. Jetzt habe ich wieder angefangen damit. Es gibt eine riesige Decke und weil ja die Decke viel zu gross ist, ist es so, dass ich sie gar nicht mitnehmen kann. Und ich euch das noch zeigen. Jetzt, bevor ich zu dem komme, wollte ich euch noch zeigen, was ich in dieser Woche gemacht habe, die ich jetzt eben halt nicht filmen konnte, weil es einfach zu wenig Zeit oder das Fenster zu klein war. Und zwar habe ich für den nächsten Sommer vorgeschafft. Genau. Also, ich habe gemacht kurze Höschen genäht. Das sind die ersten. Das sind alles so Badeschläppchen drauf. Also den Stoff finde ich absolut wahnsinnig. Die habe ich aber schon angehabt und die sind hure bequem. Hinten sind sie so. Oder? Einfach ganz einfache. Und ich habe die so gerne an, weil das sind so,
Wenn man geht baden, kann man sie drüber anlegen oder als Backkleidersatz oder einfach so. Ich habe einfach gerne die kurzen Höschen. Die zweite, ja, es ist fast ein bisschen weihnachtlich, aber ich habe gefunden, ist auch lässig. Das sind die. Und die haben hier so einen Pünktchen-Einsatz, weil der Stoff war ein bisschen knapp. Hat für den Sack-Eingriff hat es nicht gelangt, aber ich liebe eben hier die halbrunden Einsätze, wo man schnell ein Nasentüchchen rein tun kann. Das liebe ich. Jetzt habe ich von dem bin ich in einen Laden und da denke ich muss einfach so in diesem Grün einen Stoff haben. Und dann ist mir da der hier gerade im Finger gekommen. Und ich dachte, das sieht noch lustig aus. Jetzt habe ich aber von dem noch so viel. Weil ich habe einen Meter genommen. Und jetzt habe ich gedacht, ich mache dann noch so ein so ein ärmelloses Teil drüber. Und dann habe ich schon etwas fürs nächste Jahr, wenn es wieder so warm wird. Das ist ja so. Das habe ich in dieser Woche gemacht. Das ist nicht allzu viel. Aber wenn ich einmal so viel massieren oder darf, also es ist ja ein Dürfen, aber dann muss ich schauen, dass meine Hände nicht so beansprucht werden mit dem Stricken. Dann tue ich meistens etwas nähen. Projekttaschen oder eben Höschen fürs nächste Jahr. Und ich freue mich schon riesig drauf. Dann ist das so, ich euch noch zeigen. Das hier ist meine allererste Decke, die ich gemacht habe. Und da bin ich etwa 15, 16 gewesen, so. Und die ist heute ja wieder voll in, oder? Einfach alles Müsterli ausprobiert. Das ist zuerst noch die falsche Seite, weil der Zopf kommt ja hier. So, dann ein bisschen Streifen. Und was ich immer noch ganz lässig finde, ist, irgendwo habe ich so Elefantchen eingestrickt. Und die hat halt ein bisschen Alter, also ich tue dann hier jetzt die Fäden wieder vernähen. Hier sind meine Elefantchen. So cool. Und was ich jetzt herausgefunden habe, die liegt jetzt immer auf dem Sofa, aber die kann ich so gut anlegen, einfach das so ein bisschen über mich übernehmen, weil sie nicht so riesig ist, oder? Die kann ich so über mich übernehmen und wenn ich kalt habe, kann ich mich schön einauschen. Und darum liegt sie jetzt wieder da. Ich habe sie erst letzte wieder entdeckt und habe gefunden, warum nicht? Oder? So, jetzt wartet ihr, jetzt bin ich völlig verhöschert. So. Jetzt wartet ihr sicher noch auf den Teil von dieser Decke. Schaut dort über, weil dort liegt sie schon. Also sie hat auf dem Boden bald keinen Platz mehr. Sie ist so groß und geht jetzt einfach wirklich am Ende zu. Also viel grösser kann ich sie nicht machen und oder will ich sie auch nicht, weil die Nadeln sind jetzt relativ zu kurz. Die Nadeln sind 1,50 Meter lang und ja. Also 2 Runden geht dann schon fast eine halbe Krimi oder so. Aber es macht halt immer noch Spass. Also eigentlich würde ich ja gerne oft weiter stricken, so weit sie geht, aber das ist so ein bisschen. Dann, was halt immer noch ist, dann hat man so viele Projekttaschen, aber für die Grösse hatte ich keine gehabt. Und dann ist sie so den ganzen Sommer hier unten gelegen. Ich bin Stauballergikerin. Ich leide jetzt gerade im Moment, weil ich kann sie ja schlecht mit den Nadeln waschen. Und ja, es stäubelt ein bisschen wahrscheinlich. Ich weiss auch nicht. Auf jeden Fall habe ich gerade Tränen und alles in den Augen und die Nase beißt und weiss ich was. Ja, so ist das halt. Und jetzt beißt es eben gerade. Oh. Jo, jetzt wie will ich jetzt das machen? So, Niesattacken ist um. Oh.
muss einen Schluck Wasser nehmen. Entschuldigung. Ja, bevor ich euch das zeige mit der Decke, ich muss euch umstellen und darum tue ich mich vorher von euch verabschieden. Ich wünsche euch eine ganz schöne Zeit und was ich auch noch vergessen habe zu sagen, ist das. All das, was ihr hier seht, habe ich selber gekauft. Es ist von niemandem gesponsert, nicht. Ich habe alles selber gekauft, weil ich das selber gerne wollte machen. Auch die Bücher sind selber gekauft. Einfach für mich Spass. Ich lese gerne solche Sachen und darum kaufe ich mir die auch. Und abgesehen von dem mit den Büchern ist es eben so, wir haben einen ganz lässigen Bücherladen in Zofingen und das ist die Leserei. Und dort gehe ich halt gerne rein und darum gehe ich halt dort auch immer wieder Bücher holen. Also von dem her, ja. Es ist wie in einem Wollenladen. Bücher ist genau so schlimm für mich wie ein Wollenladen. Da kommst du nicht ohne Buch raus. Das ist einfach so. Aber es macht ja auch Spass. Und darum mache ich das. Und jetzt wünsche ich euch ganz eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Habt's gut und genießt die schönen Herbsttage. Und wir sehen uns gleich. Los geht's! Was gesehen von dieser Decke, die ja jetzt ins 3. Jahr geht und das Jahr jetzt wahrscheinlich auch fertig wird, weil sie ist etwa 1,70 Meter mal 1,70 Meter. Und wenn ihr mehr möchtet erfahren, wie es weitergeht, dann abonniert mich doch abonnieren, macht das Däumchen offen oder gebt einen Kommentar dazu und ja. Jetzt wollte ich noch sagen, wegen dem Wettbewerb. Ihr schreibt den Kommentar Wettbewerb und ich tue euch dann verlosen. Und die recht haben, was es ist, oder was sie meinen, was sie sehen im ersten Teil auf dem Bild, tue ich dann verlosen. Es gibt für jeden einen Maschenmarkierer, einen kleinen. Und ja, wir werden sehen, wie es weitergeht. Also, ich wünsche euch ganz eine schöne Zeit. Genießt den Herbst, strickt oder macht irgendetwas, was euch gefällt. Und wir sehen uns. Bis gleich. Eure Hanna von Hannas Idee. Tschüss zusammen.